Hast du mal darüber nachgedacht, was würde sein, wenn Gott die wird alles wegnehmen für dort, wo du nicht dankbar bist? Was zum Beispiel? Wenn du zum Beispiel undankbar bist über die Familie. Okay, du bleibst ohne Familie. Du bist undankbar über den Partner, den du hast. Okay, bleibst einfach als Witwer oder Witwerin, wenn du nicht dankbar bist. Oder für das Auto. Okay, du bleibst ohne Auto. Für die Arbeit steht. Okay, du bleibst einfach arbeitslos. Oder immer so schlimm, wenn es zu sehr heute ist. Okay, von der an ist alles bloß falsch neu. Wo sehr viele Sachen komisch sind. Bis immer dann, wenn es erst zu lange regnet, dann weil wir jede Sonne schien, und wenn zu lange Sonne schien, dann weil wir mal jede regnet. Und dort ist so gut, wo wir uns wird frische Welle wieder. Und dort wir können mit Gott Frieden überreden. Aber das gibt Menschen, die haben sich so sehr angewandt, überreden alles zu schlimmen immer. Was immer dafür kommt, die bloß schlimmen und bloß schlimmen und bloß immer negative reden und niemals für uns eine Sache dankbar sind im Leben. Naja, wer jetzt dann für all die Sachen danken, so sei jetzt doch nicht. Die Bibel sagt uns, in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18 sagt es, sei dankbar in alle Dinge, denn dort ist die Wille Gottes in Christus Jesus verjüngt. In alle Dinge, in alle Situationen, auch dann, wenn es heute ist, danke, dass ich das inspirieren kann. Vielleicht brauchst du nicht gleich für was Negative danken, aber in dort Negative dankbar sind, was die abhalten, um wieder fairerweise kommen. Was ist, wenn du krank bist? Für was sollst du danken? Vielleicht, dass die Krankheit nicht schlimmer ist. Oder vielleicht, dass du trotzdem Medikamente hast. Oder dass du noch lebst. Das gibt immer, wo ein Mensch was Positives sieht, der einfach danke. Wenn die Bibel uns sagt, dass wir sollen danken in alle Situationen, dann sagt er nicht bloß am zu sein, sondern dass es, wenn es möglich ist. Wenn es Gott weiß, was für uns jetzt und was nicht jetzt, und der gibt uns diese Orden, okay, wir sollen wieder dankbar sein. Wenn Teil im Leben kostet, die ganz besonders dankbar zu sein, jeder hat in diesem Bereich weiß, was mir kostet in diesem Bereich sehr viel zu danken. Okay, wenn die Bibel das sagt, ich will anfangen, spezifisch dafür zu danken. Insofern, wenn Menschen angefangen haben für eine Sache, die einmal kompliziert wie einfach zu danken, dann fängt er einmal ein bisschen anders zu funktionieren. Soll wie das Ganze anders dann, und sind nicht so pessimistisch darüber, und das ist das Ganze leichter geworden, wenn es für unseren Körper eine andere Botschaft überstrahlen. Und wir sagen unseren Körper, das ist doch nicht ganz so kompliziert. Manche waren sogar krank durch ihre Undankbarkeit und das Schlimme. Und können wir mit den Tipps an die sich nicht haben, die all mit seinen komplizierten Sachen an. Der beste Mensch sei, das geht schon mit dem Mensch, das ist ein dankbarer Mensch. Der kann einfach danken. Und das ist eine Lektion, wo wir immer mehr tolerieren können und immer mehr tolerieren. Einfach mehr danken. Was ist die Sache, wo du von dir wirst anfangen zu danken? Sei, mit diesem Teil will ich anfangen, eine Oase für dein Hort, für dein Leben und für die Nächsten zu merken, fang an, mehr zu danken.